Vsem skupaj en lep dober večer. Ob današnjem pogovoru z gospo Rebeko Horn. Uvodoma želim reči samo par tehničnih reči. Kot veste, je Rebeka tukaj že praktično cel teden in kot višek tega bo jutri zvečer ob 7. uri v UGM otvoritev razstave nje in 5 gostujočih umetnikov, plus ves dodatni program, v katerem ste iskreno vabljeni. Pred začetkom današnjega pogovora se je gospa Horn odločila, da bo pokazala odlomek iz dokumentarnega dela, ki dokumentira predvsem njeno dela na področju instalacij in ki bo služil na nek način kot nek sprožilni moment za pogovor, ki bo kasneje sledil. Pogovor se bo odvijal v nemščini. Za vse, ki želite, je možnost seveda dobiti, slušalke. Dear guests, welcome everyone. Just a short announcement before we start. We'll start with an excerpt from a documentary movie about the installation works of Rebeka Horn. With Ms. Horn, we decided to take it as a starting point for our discussion that will follow. The discussion will be in German. For those who want translations into Slovenian, you can have small boxes with outside. Toliko za zdaj. Über der Insel flog der Schwalben, flüchtige Zeichen in Schwarz in die Wolken geritzt. Ein Brunnen gebohrt durch die Felsen, Sprach- und Sichtrohr für Menschen, den Mond im Brunnen zu fangen. Die Frau, gespiegelt ihr Bild, trägt die Austernperle im Haar. Mond gewählter Einsamkeit. Ihr Gesang umkreist die Erde. Sie fordert die Macht der Liebe zurück, die Wunden der Erde zu heilen. Senkt ihren Gesang tief in den Seelenspiegel der Welt. Steigt durch den Brunnen der eigenen Nacht, der Tiefe blinder Gefühle. Lass dich fallen bis zum Meeresgrund. Schlüpf ins Gründunkel der Steine. Kreise in den Augen der Fische im kalten Blut der Kiemen. Lass dich wiegen im Algengarn, der Tag und Nacht gleichen. Sanft streift dich ein Sonnenstrahl, projiziert dir neu die Illusion des Lebens. Gereinigt von Schmerz und Ängsten du auf dem Meeresgrunde weilst. Oder noch einmal die Wirbel deines Rückgrats zu fühlen beginnst. Von Licht durchbohrt, zurück durch den Brunnen steigst, im Taumel der Freude hoch über den Felsen, den Spiegel des Mondes umkreist.
Before, my work was very horizontal in energy, of très fragile and very strong. And here suddenly it became a vertical energy, what is between the crown and the death and this symbol of the Kapuzelle, of these little heads, and then the aureola up. And what is for me very interesting, because people walk between. So it's like a natural life situation, like Dante, the Divine Commedia. And it's like Inferno and Paradiso, and you are between. And through, again, this music starts a kind of, it's a bit like, it starts a new energy, what makes it much easier to find your way up to light. Since 20 years, I was nearly invited very often to come to Napoli, and somehow I was very afraid to come here, and I had no idea why. And Napoli was for me always a dark spot on the map. This year I had an exhibition in Rome, and Gianni Cornelis asked me, why you don't come for one day? So I came, and before I came, I made a list of things I would like to see if I come to Napoli. I just wanted to understand the city and maybe something inside me why I was afraid. On this list was also the Cimentario de Fontanelle. I heard about, friends told me about, and so I came, and there was these enormous big caves, and in these caves, I named it a bibliothèque of bones. What impressed me so much, it was all the little bones of the arms and the legs, on top, really like books, sitting on top of it, the Kapuzelle, how you say here in Napoli. And instead of being shocked and being afraid, I lost somehow this fear I had. The same day, I was invited to a lunch on top of the Hotel Excelsior. And so far, I hadn't seen so much. And I go up on this terrace, and I thought I was here before. And it was very strange because I had some years ago a dream that I was on an island near here, and there was this explosion of Vesuvio. And I was totally alone in a village where no people were no more. There was just these goats. And I spent the night in a vineyard with these goats, and we were holding each other. I was waiting for somebody, and this person who was waiting for wasn't coming. And suddenly I understand it next day that he wouldn't come back. And I took a boat in the end in the other direction. So this was my dream. And definitely it was a dream, what if it was a reality, it was lives before. If you think about being born again, it's a very strange idea that maybe how many little inside heads you left already in this world. When you die, your soul goes up, but the body remains here on this earth. So and if you think maybe you were born maybe 15, 20 times between Egypt and Germany and everywhere, how many of these little heads you left already like mushrooms on this earth? So suddenly I start thinking this way. The next thing where I got afraid was definitely this enormous big space, this piazza, Plebiscito. I said, what you can do to have a kind of sign, what I want to leave here, really to dominate the piazza. And for me, it was not like before some artists made an enormous big sculpture or bring a sculpture here. I would like to do something what really has to do with Napoli and is done for the city and for the people here.
So I have to find a way to talk to the city and to give very good energy to the city, to make a present. And then I developed slowly this idea about bringing these Capucelles back to the piazza and trying to have from this very dark and deep energy, what I felt here, a kind of horizontal line up to, through these aureoles I put floating over the piazza, to give this kind of a channeling of light, to open some good energy for all this darkness to leave Napoli. And I think even here now in Napoli, it is, the sculpture is complete in the end with the people. And also if you see the heads is exactly on top is the aureole. So the sculpture is in the end also between, the energy what is between of them. And how then a person who is normal size walking between all these kind, in the end, very long sculptures, and how they react with it. They think more they are pulled down or they are more pulled up, and where they are between the sculpture, and every person can ask this and find out for himself where they are. Extraordinary impudence. That's my straitjacket, Miss Morgan. It is not a secular item, and it is not available for little games. Sorry, Mr. Morgan. I'm busy, Miss Morgan. You are? Are you planning to be busy for long, Mr. Bullock? For life.
It's like a Yves Klein cloud, huh?
das Universum in einer Perle gesammelt, im Urblau schweben, durch Schleier in die Tiefe stürzen, Spiegelung der Himmelskugel im Wasser des Saphirs. Feuer entzündet Sonnen im Körper des Geliebten. Das Licht unter ihren Füßen ragt über die Himmelssphäre hinaus. Ja? iPads. Ich begrüße Sie recht herzlich nochmals bei unserem heutigen Gespräch mit Rebecca Horn. Rebecca, herzlich willkommen in Maribor. Es ist eine große Ehre, Freude, dich hier haben zu dürfen. Wir haben gerade einen Ausschnitt aus einem längeren Dokumentarfilm über deine Installationsarbeiten gesehen, der, wenn ich richtig informiert bin, vor knapp einem Jahr das erste Mal gezeigt wurde. Es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, die ich zu diesem Film ansprechen könnte. Persönlich, auch vielleicht aus einem besonderen slowenischen Kontext, einem slowenischen Hintergrund, auch einem Mariborer Hintergrund heraus und auch aus dem Hintergrund der Ausstellung, die hier im UGM zu sehen wird, hat mich doch vor allem die Installation, die in Neapel die du in Neapel gemacht hast, die wir auch gesehen haben, sehr tief angesprochen, die wenigstens in meiner Auffassung eigentlich in einer Linie mit unterschiedlichen Arbeiten von dir steht. Ich denke da
an die Arbeit, die du für die Kulturhauptstadt Europas Weimar gemacht hast, oder die Arbeit, die in Wien zu sehen war, im Turm, die Arbeit, die eigentlich mit auch die auf verschiedenen Niveauen Themen der Vertriebenen aus Ex-Jugoslawien angesprochen hat. Alles dies sind eigentlich Arbeiten, die explizit sich mit traumatischen, Raumsituationen auseinandersetzen, mit einem Raum, der eigentlich mit Geschichte vorbelastet ist und der durch Intervention mittels der Kunst transformiert wird, der eigentlich, seine Pole werden verändert, etwas wird nicht nur thematisiert, sondern wird wirklich auch als dunkle Kraft außer Kraft gesetzt und der Versuch wird unternommen, Vergangenes, vielleicht salopp gesagt, die Seelen, die stecken geblieben sind, freizulassen. Liege ich da richtig? Soll das eigentlich Kunst, hat Kunst diese Kraft? Das weiß ich nicht, ob sie das immer hat oder ob es einem immer gelingt, aber vielleicht erzähle ich dieses Beispiel mit Wien. Ich hatte die Guggenausstellung, war in New York und dann war eine Tour angesagt, die ging über London und Berlin nach Wien. Und das war genau die Zeit, wo Sarajevo besetzt war, und ich sollte eigentlich nur diese Ausstellung, die Guggenheim-Ausstellung aufbauen in Wien. Und jeden Morgen habe ich dann immer so Schatten und Menschen gesehen, die sich versteckt haben. Aber ich habe auch immer so Geigen gehört. Und das war also in den Schächten oder wenn man in die U-Bahn ging und die versuchten ein bisschen Geld irgendwie zu bekommen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte noch was anderes tun in Wien und einfach etwas, was mich sehr berührt, visualisieren. Und dann haben wir gesucht, gleichzeitig habe ich diese Guggenheim-Ausstellung aufgebaut und ich habe einen Raum gesucht. Und dann war ich sehr oft am Naschmarkt und habe da ein Palais gefunden mit einem sehr schönen Treppenhaus, wo aber gar niemand mehr wohnte. Und ich habe das genannt, den Turm der Namenlosen. Und es gibt ja auch den Friedhof der Namenlosen, der Selbstmörder in Wien, der am Ende an der Donau ist. Und das nächste war, dass natürlich Österreich mit den ganzen Obst- und Weinfeldern und so weiter, habe ich also große Leitern, so Holzleitern organisiert. Und wir haben einen Turm gebaut mit Geigen. Und diese Geigen, genau wie meine anderen Arbeiten, also spielen mechanisch. Aber das war dann nicht das, was ich wollte, sondern ich bin dann los und habe da Menschen gefunden, die eben diese Geigen spielten. Und zwar sehr viel auch Romas und die ich eingeladen habe, und es waren erst 2, die gespielt haben am Tag und dann nachher waren es 10 und dann waren es 15 und die haben dann jeden Tag in diesem Haus geübt und gespielt. Und das hat irgendwie diese ganze Guggenheim-Ausstellung verändert und plötzlich war es etwas, was zu Wien gehörte, was zu Sarajevo gehörte, zu diesem ganzen Krieg, diesem Schrecklichen, und wo die Menschen sich damit identifizieren konnten, und das war mir wichtig. Also so war der Ablauf, wie ich zu dieser Arbeit gekommen bin. Und das ist nie, sondern das entsteht eigentlich, indem man sich dort an Ort und Stelle auch mit den Dingen auseinandersetzt. Obwohl ich habe vor allem auch bei der Arbeit in Weimar wirklich das Gefühl gehabt, der Raum wäre, wirklich von den Polen her anders konstituiert, eben durch die künstlerische Arbeit. Er wäre transformiert gewesen
nicht nur jetzt durch die Intervention, sondern eher auf einer auratischen Ebene. Ich empfand das wirklich als einen, wie soll ich sagen, prätentiös gesagt, heilenden Prozess, der durch Kunsteingriffe herbeigeführt wird. Ja, wenn du von außen kommst. Nur ich muss sagen, wie Weimar, diese Kulturhauptstadt Europas damals, das war 98, 99, und in Weimar waren die Menschen noch sehr verschreckt, denn die Weimarer Situation hat sich ja eigentlich geändert nach dem Mauerfall in Berlin. Vorher hat man noch benutzt, die Russen benutzt, diese ganzen Kasernen und alles wie praktisch zu Hitlers Zeit. Und ich will jetzt nicht in Details gehen, aber in Weimar war das schwer, noch sich wieder an Goethe, Schiller und Nietzsche zu erinnern, praktisch. Das saß einfach, die Geschichte saß zu tief, die kurz vergangene Geschichte. Und irgendwie wollte ich war in Buchenwald, ich habe das alles gesehen, aber ich wollte eigentlich, ich fand es ein bisschen direkter, ich wollte diese ganze Geschichte, also das, was ich nachher inszeniert habe, in die Stadt verlegen. Und habe ein Straßenbahndepot gefunden, wo früher die Straßenbahnen repariert werden, und habe das aber so deklariert, dass das eigentlich die Endstation ist, wo man früher die Menschen ankamen und ihre Kleider ließen, ihre Instrumente, die Musikinstrumente und alles in den Koffer ließen und dann eben ins Konzentrationslager mussten. Und das habe ich eben in der Stadt dann inszeniert oder aufgebaut. Und das Wichtige war für mich da, ich hatte eine Bibliothek der Asche. Nachher in Napoli wurde das plötzlich die Bibliothek der Knochen, und da war es die Bibliothek der Asche. Wir haben also in den Dörfern im Odenwald, wo mein Atelier ist, also über ein Jahr Asche gesammelt, und das waren eben diese Ascheformationen, 40 Meter an den Wänden, und dann eben diese Lore, die von Buchenwald kam und die da immer an die Wand fuhr und dann gleichzeitig gestoppt wurde durch diese ganzen leicht zerstörten, nicht mehr funktionierenden Musikinstrumente. Und die Arbeit hat eine große Kraft, und die ist auch noch jetzt, also bleibt da. Nur für die Menschen in Weimar war das nicht sehr einfach zu akzeptieren, und sie wollten eigentlich gerne das immer abriegeln und dass da keiner rein sollte und so. Und das hat sich aber inzwischen alles geändert, und man kann da jede Woche hin und kann sich das anschauen. Ja, wunderbar. Du hast schon Geigen, Musikinstrumente erwähnt. Wir sahen im Film verschiedenste Elemente, die wir auch in der Ausstellung hier in UGM sehen werden. Es handelt sich eigentlich um eine sehr persönliche Sprache von dir, sei es geht um Schuhe, Messer, Elemente, die immer wieder auftauchen, aber in einem verschiedenen Kontext. Und mich interessiert eigentlich, weil ich empfinde es viel mehr als ein Imaginarium, ein persönliches Imaginarium, das jetzt ja immer wieder neu zusammengestellt wird. Es gibt eine tiefergründige Logik dahinter, und nach der möchte ich dich eigentlich fragen, wie kam es überhaupt dazu, Elemente wieder zu verwenden? Was für Geschichten erzählen diese Stränge, die von einem Ort zum anderen durch diese Intervention dieser Elemente führen? Das hat sich aber über die Jahre entwickelt, weil das ist wie eine Sprache, eine visuelle Sprache, die sich entwickelt hat, indem man, das war immer ich war sehr viel unterwegs, dann habe ich zum Beispiel in Amerika, habe ich dieses Kafkas Amerika entwickelt, und es ging da natürlich um einen Koffer, und es ging um ein paar Schuhe, und es ging um den Regenschirm. Natürlich, und natürlich hat man dann diese Dinge gesucht und hat damit gearbeitet, und dann hat sich da wie so ein Vokabular entwickelt über diese, und für Wien war das eben diese Musik, und so
also es ist jedes Mal anders, nur die Dinge tauchen dann doch wieder auf, als ob ich so einen Koffer mit Dingen habe, die ich immer wieder neu inszeniere. Das wird sich jetzt vielleicht ein wenig... Also es ist ein bisschen zu einfach vielleicht. Ja. Nee, meine nächste Frage wird sich vielleicht ein wenig gekünstelt anhören, aber ich hoffe, sie ergibt Sinn. Wir kennen ja alle das Konzept des Objet trouvé. Ja. Man findet Dinge, die werden dann in einem neuen Kontext zu neuem Leben, die erwachen zu einem neuen Leben. Aber mich würde doch auch diese Logik interessieren. Ist es eher, dass man etwas findet, etwas wird und man denkt sich, ja, das könnte man gut gebrauchen, oder wird man eher, ist die Logik die umgekehrte, man wird vom Ding selbst gefunden, sozusagen angerufen und gibt es also einen Masterplan für eine Installation, wo man dann Sachen sich zusammensucht, oder ist da eher der Raum eine Ahnung von einem Gedanken, der dann angefüllt werden muss mit Sachen, die einen ansprechen? Ich fange mal so an. Ein Koffer ist nicht ein Koffer. Und es geht dann eigentlich um einen ganz bestimmten Koffer oder ein ganz bestimmtes Paar Schuhe. Oder zum Beispiel in Wien habe ich ja auch gezeigt, diese Arbeit mit dem fliegenden Koffer. Und den habe ich auf einem anderen Markt, am Polenmarkt gefunden. Und ich bin einfach nur da gelaufen auf dem Flohmarkt und dann habe ich irgendwie erzählt und habe diesen Koffer aufgemacht und da war dieser Judenstern drin, so angerissen. Und das war der Koffer. Also habe ich dann diese Skulptur entwickelt, dass dieser mit einem langen Pol, der bis zu, ich weiß nicht was, fast 10 Meter hoch war und wo dann dieser Koffer immer versucht zu fliegen, wie ein müder Schmetterling, und aber immer wieder wie Sisyphus abrutscht. Er schafft es nie bis oben. Und diese Arbeit, die war dann im Guggenheim, die war dann in Wien und auch in Berlin. Aber das habe ich entwickelt, weil ich den Koffer gefunden hatte. Andere Dinge, wie jetzt Maribor, da waren für mich sehr viele Momente, Fluchtmomente, ich meine, du hast mir diese ganzen wunderbaren Bücher, die Liste geschickt und die habe ich gelesen und dann habe ich aber dann auch noch Handkes Wiederholung gelesen, wo er den Bruder sucht nach 20 Jahren und durch Sprache und Wandern eigentlich in Slowenien entdeckt. Und hier ist ja sehr viel auch passiert es ist ja ein sehr kleines Land und ich würde fast sagen, das war gebeutelt von außen durch andere Länder, schon im Ersten Weltkrieg und dann nachher durch Einmarsch von den Nazis in Österreich, dann nachher die Partisanen, wo dann Tito kam und so. Also es waren ja immer Begrenzungen und Einschränkungen und Ängste, die die Menschen hier durchgemacht haben. Und jetzt ist das Land viel freier. Und das hat mich irgendwie dann doch angeregt, dieses Durchwandern von Landschaft und von Welten, das hier nochmal zu zeigen. Und so ist eigentlich, dadurch ist mit diesen Schuhen auch, wie ich die gefunden habe, denn das sind Schuhe, die haben gelebt, die Menschen sind vielleicht nicht mehr da oder existieren nicht mehr, aber diese Schuhe haben eine wahnsinnige soll ich sagen, so Ängste, Schweiß, Armut, Arbeit, steckt alles in diesen Schuhen drin und nicht für einige Tage, sondern für ein Leben. Und ein paar Schuhe, dachte ich, die können von Afghanistan bis hierher gelaufen sein, verstehst du? Und das ist etwas, was ich denke, was hier ich nochmal daran erinnern wollte oder anstoßen wollte. Ich muss dazu sagen, das passt auch extrem, wirklich, das trifft den Punkt von Maribor als ehemalige halb
verwüstete Industriestadt mit all ihren Traumata sehr, sehr präzise, genau diese Schuhe und natürlich die Spiegelung das Kunstwerk heißt Irrlichter. Ja. Und das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich wollte... Denn die Irrlichter, habe ich mich erinnert, die waren auch bei Josef Roth in der Bukowina, in Hiob und so weiter. Also es waren immer dieses Wandern von irgendwelchen nicht zu fassenden Lichtprozessionen, was man vorsichtig so sagt. Ja. Du bist ja künstlerisch auf den verschiedensten Gebieten tätig, Installation, Performance, Malerei, Zeichnung, Literatur, Film, Fotografie. Sind diese verschiedenen Ausdruckswelten eigentlich der Ausdruck eines gleichen Impulses oder sind es wirklich separate Welten, die durch irgendwelche unterirdischen Tunnels miteinander verbunden sind? Ja, ich denke, sie sind wie der Flug der Bienen, sind schon irgendwo sind verbunden und man kann die Filme, wenn ich einen Film drehe, entstehen, zum Beispiel wie mit Busters Bedroom, da spielten bestimmte Objekte wie ein Piano oder bestimmte Dinge eine Rolle und das ist dann wie so ein alchemistischer Prozess, die werden dann wieder umfunktioniert und werden zu einer Skulptur, die aber dann auch wieder einen neuen Dialog hat mit den Besuchern. Also ich mache das ist ja immer auch so ein Austausch, genau wie die Installation jetzt in Maribor, da muss man hineingehen, da muss man sich selbst drin sehen, da muss man durchwandern und auch diese Musik von Hayden Chisholm, die er komponiert hat dazu, denn ich habe ihm davon erzählt, wir waren in Mallorca und dann sagte ich, Hayden, er war auf dem Kloster hier und dann fragte ich, was habt ihr denn immer da gesungen? Und dann fing er an, mir diese Lieder zu singen aus dem Kloster hier in Slowenien. Da sag ich, das ist es. Das sollte hier, das gehört hierher. Und so und daraus hat er dann nachher diese Musik komponiert. Es geht ja neben der Musik, die ja immer wieder einen zentralen Punkt auch in deinen Arbeiten hat, geht es überhaupt um das Geräuschliche. Auch die Geräusche, die durch zum Beispiel die Maschinen entstehen, die sind ja ein integraler Teil vieler Arbeiten. Das ist nicht nur Geräuschkulisse, das ist eigentlich auch Geräuschinstallation. Ja, und ich meine, das funktioniert sehr gut hier in Maribor, weil man macht so einen Rundgang, man geht in den ersten Stock, man geht runter und das ist wie so ein Resonanzkasten. Man hört dann plötzlich wieder eine Geige oder man hört etwas und auch von den jüngeren Künstlern sind ja auch Arbeiten von Matthias Däumlich zum Beispiel, die auch Sounds sehr vorsichtig dann auch wieder inszenieren und all das wächst zusammen. Und das gibt dann nochmal für mich eigentlich auch ein Konzert wieder. Bei uns ist gerade eben im Rahmen dieses Projektes auch eine Auswahl von deinen Gedichten erschienen. Mondspiegel, Zrcalo Lune heißt das Buch auf Slowenisch. Texte in deinen Arbeiten, zum Beispiel auch gerade bei den schon genannten, bei der genannten Installation Irrlichter, sind das Auslösemomente, die aufgefangen sind? Sind das eher Rekapitulation einer Geschichte, die hinter der Entstehung einer Installation steckt? Sind das Ausgangspunkte oder Endpunkte einer Arbeit? Ausgangspunkte. Es fängt immer eigentlich mit einem Text an, den ich schreibe. Also eigentlich schreibe ich das erstmal für mich, dass mir klar ist, in welche Richtung die Arbeit geht. Und denn ich habe ja auch an Drehbüchern gearbeitet und andere Texte geschrieben. Also das ist für mich immer so, der Einstieg sind die Worte. Und dann, später wird es dann gebaut. Und
inszeniert und so weiter. Aber erst ist das eigentlich immer der Text. Ich muss mich da an ein älteres Interview mit dir erinnern, das ich gelesen habe, wo du davon gesprochen hast, wie du zu zeichnen gelernt hast. Und Zeichnen, das war was Befreiendes, weil es in keiner Sprache stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt. Hier aber trotzdem eigentlich Sprache also das Deutsche sozusagen als Ausgangspunkt. Ja, aber ich habe schon als Kind gezeichnet, ja. Aber ich habe immer eigentlich, ja, das ist auch wenn du Dinge erklären willst und gerade wenn du, ich kann so weit zurückgehen bis zu meiner rumänischen Gouvernante, die eben nicht gut Deutsch konnte oder gar kein Deutsch konnte und wo wir uns immer gegenseitig gezeichnet haben. Und das ist dann so eine liebevolle Form auch der Collagen, der kleinen Collagen, die du schickst anstatt eines Gedichtes und so. Und viele Freunde von mir besitzen eben diese kleinen Geschichten als Collagen oder als Zeichnung, die dann wieder anregen, die Freunde auch zu assoziieren und damit auch etwas zu machen. Also es ist so eine Geheimsprache auch. Zu den Maschinen zurückzukommen, weil die intrigieren mich extrem. Okay. Es sind ja eigentlich maschinell, wie soll ich sagen, ich muss natürlich sofort an Walter Benjamin denken, an seine These, was mit der Aura der Kunst in Zeiten der technischen Reproduzierbarkeit geschieht. Und bei dir sehe ich es eigentlich als gerade das Umgekehrte, dass Maschinen eigentlich den Betrachter dazu verleiten, zu verlangsamen, obwohl Maschinen an und für sich ja dazu da sind, um schneller zu werden, um eigentlich einen Rhythmus, etwas Meditatives herbeizaubern oder den Betrachter in etwas Meditatives verwickeln, um den spirituellen Pegel sozusagen zu heben. Eigentlich arbeiten die Maschinen bei dir gegen das Wesen der Maschinen. Das stimmt, das sehe ich auch so. Ja. Denn es ist, ja, und sie haben auch was Menschliches. Ich habe auch gesagt, ich habe in irgendeinem Interview auch gesagt, wenn die in Ohnmacht fallen, wenn sie nicht mehr können, das ist sehr menschlich und das ist dann auch richtig. Also das sind keine perfekten Maschinen, das ist genau das Gegenteil. Es ist kein Vacuum Cleaner oder kein Föhn oder keine Waschmaschine, sondern es ist eine sehr fragile Form, Skulpturen in Bewegung zu setzen. Und da wir ja sowieso alle in Bewegung sind, wenn wir in den Raum kommen, ist das natürlich auch, das erfüllt eine Bewegung, die dich auch wiederum einlädt, vielleicht was anderes zu tun, zu tanzen oder sonst was. Es gibt so Arbeiten von mir, die dich verändern. Einfach, weil das ist ein Licht- und Schattenspiel, das ist ein Geräusch, und es ist aggressiv, geht aggressiv mit dir um, wenn du in den Raum kommst. Es sind so viele Momente, die da passieren können. Was war der Auslösungsmoment bei den ersten Maschinen? Ich habe ja angefangen als Performance-Künstler und das waren ja so Art Rituale von Körperextension, die im Raum experimentierten. Das heißt, jede Skulptur war für eine bestimmte Person gebaut und nicht andere konnten das anziehen. Und dann war da so im Raum eine Art Ritual, wie man mit diesen Skulpturen umgeht. Das heißt, man hat sich bewegt, man hat bestimmte Dinge herausgefunden. Zum Beispiel, ich hatte mir so für einen Film in Berlin, wo ich mich für eine Woche eingeschlossen hatte, wollte ich mit meinem Körper ein Maß finden für den Raum. Und dann habe ich eben diese langen Finger, diese Handschuhe gebaut, wo ich wirklich die Wände berühren konnte.
Und so hatte ich jeden Tag einmal einen Kakadu, einmal einen Otto Sander eingeladen, irgendwas habe ich jeden Tag, gab es ein Szenario oder eine Performance, wo ich eine Erfahrung gemacht habe. Und das hieß dann Berlin-Übungen nachher. Und irgendwie daraus hat sich dann weiterentwickelt, dann auch verselbstständigt. Die erste mechanische Skulptur, die ich gebaut habe, war dann in New York. Und das hieß die chinesische Verlobte. Und das war ein kleiner Tempel und mit 6 offenen Türen. Und in diesen kleinen Raum konnte man hineingehen. Und durch das Körpergewicht fingen ganz langsam an, diese Türen sich um dich zu schließen. Und du warst im Dunkeln. Aber gleichzeitig hast du Stimmen gehört. Kichernde kleine chinesische Mädchen und die irgendwas erzählten, was man nicht verstand, was auch nicht wichtig war, aber es war der Sound. Und das hieß die chinesische Verlobte, diese Arbeit, und nach einer Minute gingen eben diese ganzen Türen wieder auf und man konnte da rausgehen. Und das war die erste mechanische Skulptur, die ich gebaut habe. Und das war 76. Und daraus haben sich dann wieder neue Dinge entwickelt. Film ist ja eigentlich eine kollektive Kunstart. Man braucht wirklich ein größeres Kollektiv, man ist sehr zeitlich einbegrenzt. Du hast mehrere Langspielfilme gemacht. War das im Endeffekt für dich eine befreiende Erfahrung, Film zu machen? Oder eher etwas, was mit sehr großer Investition deinerseits zu tun hat? Lass uns so sagen, die frühen Filme, das war sehr einfach. Ja. Dann hattest du ein ganz kleines Geld und dann hast du mit deinen Freunden mit 16 mm gedreht in New York und das war immer in einem Raum. Einmal war das in Berlin, dann habe ich in New York in meinem Atelier einen ganzen Film gedreht, den Eintänzer. Und das war überschaubar und hatte mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe, aber dann plötzlich habe ich mich da ein wenig übernommen und das war dann La Ferdinanda in Italien mit Valentina Cortese und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie ein Filmgeschäft abläuft, was für Gauner es da gibt, wie die Dinge verschoben werden. Wir hatten dann Geld, ich weiß nicht was, vielleicht 800.000 D-Mark damals und ein Produzent, das habe ich dann hinterher erst mitgekriegt, der hatte 14 Briefkastenfirmen und hat das ganze Geld eingesteckt und ich saß mit einer italienischen Crew in einem Medici-Schloss in der Toskana und konnte keinen bezahlen und hatte kein Geld und hatte auch einen tschechischen Kameramann. Also es war ein Albtraum, das Ganze, um überhaupt die Dreharbeiten zu Ende zu bekommen. Und wie Valentina Cortese, die war dann so fasziniert, weil ich natürlich auch Künstlerin bin und so eine Energie entwickelt habe, dass wir das unbedingt jetzt noch zu Ende drehen sollten. Aber im Endeffekt bin ich vor Angst fast verstummt, weil ich überhaupt nicht den Film so zu Ende führen konnte, wie ich wollte. Und da hatte ich eigentlich gedacht, ich rühre das nie wieder an, diese Geldgeschäfte. Und dann wurde der Film aber ein Erfolg und er war dann auch auf der Biennale in Venedig, im Filmfestival. Und dann war ich doch wieder neugierig und dann haben wir doch wieder mit Martin Bosebach ein Skript geschrieben zu Buster Keaton und diese ganze Welt Keatons, wie eigentlich seine großen Erfolge beendet war und er sehr, sehr alkoholisiert war und in einem Sanatorium so eine Entziehungskur machen sollte. Also das habe ich alles als Aufhänger genommen für den Film, den Sie jetzt am Sonntagmorgen sehen werden. Aber es ist so vieles, was gar nichts mit diesen Dreharbeiten und mit der wunderbaren Zusammenarbeit wie mit Donald Sutherland und Geraldine Chaplin zu tun hat, sondern es ist dieser Kampf, mit diesem Geld zurechtzukommen und in dieser kurzen Zeit das zu inszenieren. Und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass Sven Nykvist, ich war sein 110. Film und er sagte immer, Rebecca, Woody Allen konnte das auch nicht besser, das ist schon richtig, wir machen das mal einfach so. Und irgendwie danach war ich so erleichtert, wie der Film fertig war,
dass ich dann sehr glücklich war, wieder eine Museumsausstellung oder irgendeine Ausstellung machen zu können und neue Skulpturen bauen zu können, weil es so viel einfacher ist, in dieser künstlerischen Welt zu sein und nicht mit dieser sehr kommerziellen Welt sich auseinandersetzen zu müssen. Ich hatte das Vergnügen, dich in Odenwald zu besuchen, in der alten Fabrik deines Großvaters, die du renoviert hast, zu einem künstlerischen Zentrum gemacht hast, auch zu einem Museum. Dort werden auch verschiedene von den genannten Maschinen, Installationen vorbereitet, gebaut. Dafür braucht man natürlich die Hilfe von Leuten. Ist es überhaupt noch denkbar heutzutage auf dem Niveau der Schnelligkeit, mit der sich auch ein Kunstmarkt entwickelt, noch den alten, verstaubten Traum des Künstlers als Einzelgänger zu träumen, oder gebraucht es eigentlich wirklich nicht nur einer Vision, einer tiefen Eingebung, sondern vor allem auch einer Organisation, um das durchführen zu können? Also dieses Atelier, das existiert ja jetzt schon viel länger, das existiert ja schon 22 Jahre und das ist ein ganz kleines Team, das ist ein wunderbarer Mitarbeiter von mir und die auch da wohnen, und die Hunde sind willkommen im Atelier, jeder kann da sein, und es entstehen dort eigentlich diese ganzen Arbeiten schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich bin darüber sehr glücklich, weil ich hätte das nie gekonnt in New York oder in Berlin, da mit dieser ganzen Technik und mit all den Dingen, wie wir arbeiten, sowas zu inszenieren. Und das geht eben auf dem Land, und das geht auch zum Beispiel Peter Weyrich, der arbeitet mit mir seit 32 Jahren und so, und seine Frau arbeitet mit wunderbar als Sekretärin, und dann gibt es den anderen Techniker, Herr Müller, und so, du hast sie alle kennengelernt, und das ist ein Team von 4 Personen und das ist sehr familiär. Das ist sehr familiär. Ja, und das ist wunderbar, und ich bin da auch sehr glücklich, dass das dort im Odenwald so gut inszeniert ist und so gut funktioniert, aber dort, ich muss auch immer wieder weg, und um die Dinge wirklich mir auszudenken und damit zu arbeiten, gehe ich eigentlich immer wo ganz anders hin erstmal. Und da ist Hayden sehr oft dabei, der die Musik komponiert, und andere Freunde, und das ist fast wie ein Kloster, wo ich dann hingehe und da mich dann aufhalte und mir diese Dinge ausdenke, und dann komme ich wieder zurück und dann realisieren wir das. Aber ich bin da sehr viel unterwegs. Alchemistische Satellitenstation hieß ja, habe ich das genannt. Ja. Genau. Das ist eigentlich auch ein offener Raum für Künstler, Freunde, die du dann immer wieder einlädst. Heute bei der Pressekonferenz anlässlich der Ausstellung in UGM hat man dich gefragt, was deine Message an jüngere Künstler wäre, und du hast gesagt, die künstlerische Freiheit beibehalten. Wie soll ich sagen, es ist etwas, das ja schon so oft gesagt wurde. Es hört sich natürlich ein wenig schon gehört an, aber wenn man sich das richtig überdenkt, ist es vielleicht so eine zentrale Frage auch, oder vor allem heutzutage, wo unser kapitalistisches System in einer Krise ist, wo wir eigentlich täglich überwacht werden durch neue Technik. Was bedeutet für dich eigentlich wirklich Freiheit? Indem ich möglichst unabhängig von diesem ganzen System bleibe. Zum Beispiel, ich arbeite nicht mit einem Computer, der Computer steht im Odenwald und meine Sekretärin sammelt das alles, und dann beantworte ich das auch, aber am liebsten hätte ich noch nicht mal ein Handy. Also ich bin da sehr vorsichtig mit all diesen Dingen.
Ich möchte dazu jetzt noch was erzählen. Meine Nichte, die jetzt auch anfängt mit mir zu arbeiten, die war bei einer Heilpraktikerin und da gibt es einen Computer jetzt, wo man Blut abnimmt und es einspeichert und man legt seine Hand auf etwas auf dem Computer und der scannt das alles ein und damit bist du erfassbar. Und das ist ein Gerät, was aus Amerika kommt und angeblich durch diese ganzen Speicherungen von Blut und so weiter könnte dieser Computer, egal wo du bist, dir Impulse geben, angeblich dich heilen, was ich sowieso nicht glaube. Aber das ist das Gefährlichste, was ich in der letzten Zeit überhaupt gehört habe. Denn wenn das anfängt, dass Menschen nur allein durch ihren Fingerabdruck oder so weiter dann abhängig sind von bestimmten Regierungen und von bestimmten Situationen, dann bist du überall fassbar und auch zerstörbar und auch verletzbar in einer Form. Und das nenne ich auch, dich nicht von solchen Dingen abhängig zu machen, sondern wirklich noch zu finden, wie deine Energien funktionieren und mit diesen eigentlichen natürlichen Energien zu arbeiten. Denn wenn ich in meine Meditation mache oder dann verbinde ich mich ganz anders und dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, die ich finde, um auch für meine Malerei, um damit zu arbeiten. Das sind auch wie Botschaften. Ich fange dann irgendwo an, aber das geht dann weiter. Und das kannst du nicht mit einem Computer. Den kannst du nur benutzen für bestimmte Dinge, aber dann bin ich der Meinung, dass ich eine ganz große Distanz dazu brauche, speziell als Künstler. Ich glaube, ein schönes Schlusswort, liebe Rebecca. Ich danke dir vielmals fürs Kommen und ich freue mich schon sehr auf die Ausstellungseröffnung morgen. Ja, ich freue mich auch, weil das ist doch sehr spannend für mich gewesen, hier junge Künstler einzuladen und mit denen einen neuen Dialog zu entwickeln. Und das funktioniert für mich hier wunderbar. Also ich war mit Shamila Deli, die Kuratorin, wir haben die Arbeiten ausgesucht in Berlin und dann war das immer in meinem Kopf, wie das hier, ich war ja nicht hier gewesen, wie das hier in diesen Räumen funktionieren könnte. Aber es hat sich, sodass jeder mit jedem irgendwie kommuniziert. Und wenn du durch dieses Palais gehst, was ja eigentlich so ein sehr persönlicher Ort ist, nicht so wie diese heute, die sehr beliebig sind, entstehen da jedes Mal neue Geschichten und Assoziationen. Und das ist das, was ich sehr, sehr spannend hier finde. Und ich bin sehr neugierig, wie die Menschen morgen reagieren. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, dass ich hierher kommen durfte. Vielen Dank.